Onze Geschicht wordt uitgestudeerd en geschreven en ook gelezen van George Rampel in Winkler, Manitoba. Dit is de geschicht van de oud-kolonie Mennonieten die in de 1920 jaren van Canada naar Mexico trokken. En van deze afschnitt verhandelt George Rampel meer van wat onze teruggekommene Mennonieten nu doen in Saskatchewan en in Alberta. Dit is de Breakradio CHPD 107.7 FM in Elmer, Ontario. Ik zie Hein Rampel en ik wens je een goede aanvang. Onse Jeschicht Nummer 85. Ditmaal vertellen we van hoe de op de Swiftcurrent Reserve geblevene oud-kolonie gottesdienstvleiden van al ihre ooms naar Mexico getrokken werden. Wer hält met de teruggeblevene oud-kolonie op de Swiftcurrent Reserve dan gottesdienstliche Versammlungen, wanneer ihre ooms alle naar Mexico getrokken werden? Ik weet niet zeer veel daarvan, wo dat zich met de op de Swiftcurrent Reserve wonen geblevene oud-kolonie rumgenomen heeft. Wat ik hier nu daarvan vertellen wil, dat heb ik meestens van mijn onkel Wilhelm Rampel, wo in dem dorp Rosenhof op de Swiftcurrent kolonie woont, en van zijn zoons en dochter, mijn cousins. Wenigstens 2 van de oud-kolonie kerken op de Swiftcurrent siedlung worden verkauft. Uit de dorpen Rutje 4, Rutje Moved, zoals we dat Plauditje woord nu hebben, en ingerecht om voor andere Zwaaien te brokken. Wären also nicht mehr kerken. In de eerste jaren kwam Hannen Wader nog mal einer van de 2 oud-kolonische predikers, wo nog op de Heegreserve wonen gebleven wären, naar de Swiftcurrent Reserve Han en bracht door aan eine van de gewesene oud-kolonie kerken eine Predigt. Als op de Heegreserve 1930 eine älteste wohl weer, dan wären van de Swiftcurrent Siedlung noch etliche Männer naar de Heegreserve aangefahren en hadden door deelgenomen aan de wohl. Deze Männer hadden nog immer damit gerechnet, dat ze op de Swiftcurrent Siedlung ook nog weiter eine oud-kolonie gemeint würden organisieren können, wann die in Saskatchewan geblevene oud-kolonie erst einen ältesten haben würden. Aber op de Swiftcurrent Siedlung ist dort nicht mehr durchgekommen, dat door eine oud-kolonie gemeint gegründet worden kann. Scheinbar haben die teruggeblevene Lied dort auch lang nicht alle gewollt, dat het door noch weiter eine oud-kolonie gemeint geben soll. Viele Bürgers wollen gar nicht mehr zu einer oud-kolonie gemeint gehören. Und dort diese Männer nicht mehr oud-kolonie sein wollen, dort wird zum großen Teil vielleicht durchwehen, dort älteste Jahren lebt dort auch noch weiter dort beholen will, dort oud-kolonie nicht Koren, nicht Autos haben dürfen. Und die Swiftcurrent ihre Noberschaft an der Westzeit von ihrer Siedlung, da wohnten eine Gruppe Sommerfelder Families, und bei den Sommerfelder wird dort nicht verboten, Korfortier zu haben. Nun wird nur Ost von der Swiftcurrent Reserve in der Gould Town und Main Center umgehenden wohnten auch Sommerfelder Mennoniten. Diese Sommerfelder Gemeinde hat wenigstens 2 Kirchen in der Gould Town Main Center umgehend und eine Kirche für die Sommerfelder Families, wo im Westen von der Swiftcurrent Siedlung wohnten. In diese 3 Kirchen hatten top einen Ältesten, etliche Predikers und einen Diakon. Diese Sommerfelder Ooms, meestens die Predikers wonen door Sieden von Swiftcurrent woonden, dienden de teruggeblevene oud-kolonie op de Swiftcurrent Reserve met predigten en kwamen daartoe sehr wahrscheinlich met ihre Korfortier naar ihre Kirchen aan. De Sommerfelder Ooms hielden ook viele Jahre den Jugendunterricht in de oud-kolonie Kirchen op de Swiftcurrent Kolonie, zodat voor viele Jahre immer eine ganze Anzahl oud-kolonische junge Menschen durch de doop Sommerfelder worden. En viele oud-kolonische Glieder sloten sich auch de Sommerfelder Gemeinde an. Aber viele oud-kolonier fehlten an eine Sommerfelder Gemeinde scheinbar nicht recht thuis und waren nicht Sommerfelder, sloten sich nicht die Gemeinde an. Daarbij kwam die Sommerfelder Gemeinde op de Swiftcurrent Reserve nicht so recht im Schwung.
Mein Onkel Wilhelm fuhr mit seiner Familie Taub auch immer durch die Sommerfelder Kirche zu den Gottesdiensten. Und seine 8 Kinder, meine vaterschen Cousinen, gingen auch alle an die Sommerfelder gemeint zu ihrem Jugendunterricht und wurden durch die Doop Sommerfelder. Aber auf der Länge fehlten auch viele Sommerfels angedebte junge Glieder nicht so rasch Tüß in den Sommerfelder Kirchen und gingen nur wenige Jahre über nach andere Gemeinden. Onkel Wilhelm seine Kinder gingen auch alle büter sein Sohn Wilhelm und vielleicht die älteste Tochter eben nur die andere Gemeinden. In den loten 1930er Jahren fangen die IMB-Gemeinden auf der Swift-Current Reserve, mangt die Oldkolonie, von wo dann all viele Sommerfelder geworden wären, auch noch eine Gemeinde an. Aber diese Gemeinde bleibt verhältnismäßig immer mal klein. Einer von meinen Vaters hat mir gesagt, dass er in seiner Früh und noch ein paar von seinen Geschwistern nur die IMB-Gemeinde übergegangen wären, weil sie in der Sommerfeldgemeinde nicht Reichtüß gefällt hatten. Und dann, in den loten 1960er Jahren, fangen die IMC-Gemeinden auch an, auf der Swift-Current Reserve mangt die Oldkolonie und Sommerfelder Familien zu arbeiten. Diese hatten da mehr Erfolg. In 1965 gründeten sie da mit einer ganzen Anzahl Oldkolonie und Sommerfelder Familien eine IMC-Gemeinde. Und diese Gemeinde war ziemlich bosig groß. Also, der auf der Swift-Current Reserve in Saskatchewan wohnen gebliebene Oldkolonie, in denen ihre Nachkommen, sind nicht Oldkolonie geblieben. Meistens nicht. Die haben sich, nachdem all die Oldkolonie uns nach Mexiko getroffen wären, die Sommerfelder, IMBer, IMCer und verschiedene andere Gemeinden und Konferenzen angeschlossen. Ungefähr standen die Buchstaben IMB. Dort die Buchstaben IMC für Evangelical Mennonite Conference standen und dort die Namen erst für die gewesene Kleingemeinde ihrer Konferenz, dort hat, wie all einmal gesagt, und für die von you, die vielleicht nicht weiten, wofür die Buchstaben IMB standen, will ich hier noch sagen, die Buchstaben IMB standen für Evangelical Mennonite Brethren. Ich glaube, alle gewesene IMB-Gemeinden haben ihren Mennonitennamen weichfallen gelassen. Diese Gemeinden sind, soviel als ich weiß, noch immer eine Konferenz, aber keine von ihren Kirchen haben von der dort Wort Mennonit an ihren Kirchen genommen. In den letzten 50 Jahren sind von den Nachkommen von der Swift-Current und Hague-Reserven in Saskatchewan, nach Chihuahua und Durango, Mexiko uitgewandert der Oldkolonie hunderte Familien oder Dutzende Seilen trägt nach Kanada gekommen. Aber mal ganz einzelne von den vielen Dutzenden sind trägt nach Saskatchewan gekommen. Und in den 1950er Jahren kamen etliche Familien von Durango, Mexiko nach BC, British Columbia. Aber wie die meisten Familien wohnen von Chihuahua, von Durango und von Zacatecas in Mexiko, oder auch von anderen Städten in Mexiko und von anderen Mittel- oder südamerikanischen Ländern in den letzten 15 Jahren trägt nach Kanada kamen, die kamen entweder nach Süd-Ontario, nach Manitoba oder seit den 1980er Jahren auch nach Alberta. Von den wenigen Familien, die von Mexiko trägt nach Saskatchewan gekommen sind, weiß ich sehr wenig. Aber ich weiß von diesen, dass sie sich in Saskatchewan auch keine eigenen Kirchen oder Gemeinden gegründet haben. Diese wenige von lateinamerikanischen Ländern trägt nach Saskatchewan gekommene mennonitische Familien haben sich dort in existierende Gemeinden integriert. Und nu wollen wir uns was vertalen von den Mennoniten, die von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern trägt nach Kanada gekommen sind und in Alberta wohnen. Von den loten 1950er Jahren an, als immer jeder Jahr noch mehr mennonitische Familien von Mexiko nach Kanada kamen, hier Geld zu verdienen, war dort an den mennonitischen Kolonien in Mexiko jeder Herbst oder Winter überall bekannt. Wo dort in Süd-Manitoba,
in Zuid-Ontario im letzten Sommer an mehr Arbeiter gefehlt hat. Dit wordt door de families bekannt, wonen im letzten Sommer von Mexiko nach Manitoba oder nach Ontario gekommen wären, hier so lange gearbeitet und verdient hatten, als hier gut zu verdienen wir, und dann zum Winter zurück nach Mexiko fuhren. Wenn diese Families zum Winter zurück nach Mexiko gekommen wären, dann wären durch jeder Jahr all immer noch mehr Families, wonen sich all dort reitmücken und damit rechnen, dass sie für den kommenden Sommer auch noch Kanada fahren wollen, um dort Geld zu verdienen. Und die befriedige sich dort bei den Families, wonen zum Winter zurückkommen, so schön, dass die weiter in Mexiko wären, wo sie in Kanada am besten würden Arbeit finden können, wenn sie für den nächsten Sommer nach Kanada fahren würden. Oder vielleicht besser gesagt, die befriedigen sich, wie die zurückgekommenen Familien da wo und wo sie in Kanada würden am leichtesten und am meisten Geld verdienen können und so weiter. Natürlich kämen keinen Herbst alle mennonitische Familien zurück nach Mexiko, wo im Fall nach Kanada gefahren wären. Jeder Jahr bleiben immer noch mehr Familien entweder in Süd-Manitoba oder in Süd-Ontario wohnen. Jeder Jahr mögen sich mehr Familien von Mexiko in Süd-Ontario mehr Tüß in Süd-Ontario als in Süd-Manitoba. Ich habe von 1980 bis 1992, als ich an dem Elmer MCC-Büro oder Office arbeite, sehr viel Gelegenheit zu beobachten, wo das alles schafft. Beides in Manitoba, in Ontario, und auch wo das alles schafft auf die verschiedenen mennonitischen Siedlungen in Mexiko. Und dann in den mehr 1980er Jahren werd ich mit einmal gewahr, dass unsere Lied dort irgendwo uitgeschneift hatten, dass auch in Südalberta viele Formen jeden mennonitische Arbeiter haben wollen. Und von da an fuhren jeder Jahr im Fahrjahr auch immer noch mehr Familien von Mexiko nach Südalberta arbeiten. Die meisten Familien fuhren auch von da am Herbstwetter zurück nach Mexiko, das heißt wenigstens für den ersten Winter fuhren die meisten Familien zurück nach Mexiko, aber jeder Jahr mögen sich auch in Südalberta immer noch mehr Oldkolonien und kleine Familien von Mexiko tüß. Merkwürdigerweise wären dort besonders viele Familien von der Nordkolonie, Santa Rita-Kolonie, und bald auch von den Nuevo Casas Grandes umgehenden Kolonien in Chihuahua, wonen nach Südalberta fuhren, arbeiten und viele Familien sich dort dann auch bald tüß mögen. In Südalberta wohnen die von Mexiko zurück nach Kanada gekommenen Mennoniten sehr weit und breit verstreut. Die meisten haben dort das ganze Jahr durchgearbeitet, entweder bei Feitsächter, Feeding Lot Operators, Getreideformer oder auch in Fabriken und andere Geschäfte. Einige haben noch eigene Fabriken, so als zum Beispiel AA-Trailer bei Two Hills, Alberta. Bei Two Hills, Alberta hat eine Familie auch all in Stur, wo die Mennoniten viele verschiedene kanadische und mexikanische Eetwaren kaufen können. Das ist natürlich nicht bloß das Stur, und die Mennoniten in Alberta merkt, sich feilen, aber das halt bestimmt mehr dazu. Im Fahrjahr 2002 wären Bruder Hein Rampel und seine Frau und meine Frau und ich Atelier in Südalberta. Wir schnapperten da rum, um zu erfahren, beides, wo unsere Mennoniten da Gottesdienst pflegen und was ihre Beschäftigungen da wären. Und auch wo ihre Kinder an den Schulen wären und verschiedene andere. Wir fühlten sehr klar, dass unsere Mennoniten da meistens einen sehr positiven Eindruck machen. Viel sie jetzt praktisch weiten, und sie sich in Mexiko an der Familienform-Schule angeehnt haben. Dort haben besonders die Südalberta-Former und Feitsächter immer mehr realisiert, aber auch viele Geschäftsleute. Bruder Hein und ich waren da mit einem Großformer bekannt, wo in seine jungen Jahren mal von Holland nach Kanada gekommen war. Das Mann war sehr stolz damit, dass er auf seine sehr große Form bloß so eine Arbeiter hat, wo er von Mexiko oder von anderen lateinamerikanischen Ländern nach Alberta gekommen wären. Das Former eigen mehrere große Feeding Lots, das war ein gutes plattisches Wort, wo er viele 1000 Rinder fordert. Das Holländer weiß uns,
wo hij sogar junge von Mexiko gekommene mennonitische Männer in seinem Büro, in seinem Office, brucht, all die geschäftliche Arbeit für ihn zu tun. Hij weiß uns, dass das junge Mann, der einer in seinem Computerprogramm jede Einzelheit von jeder ein von seinen Feeding Lots wisst und kontrolliert. Diese Arbeiter in seinem Büro, in seinem Office, die haben all in Alberta wenigstens ein Port von ihrer Schulbildung gekriegt. Und deswegen konnten die das tun. Und dann weiß er uns auch noch, dass all seine mexikanisch-mennonitische Männer von Mexiko wären und dort wir zu morgen, dass er stolz wäre mit seinen Arbeitern. Dann nahm er uns und weiß uns 2 von seinen Feeding Lots, weiß uns kriegt, wo er da seine gewaltig große Silofoderspekers angereicht hat und wo sie Fei gefodert wird und so weiter. Und er sieht da bei Amavada, dass auch diese Arbeiter alle von Mexiko kamen. Und er betont auch Amavada, dass diese Männer sich mit allem, was zu seiner großen Landwirtschaft und noch größere Viehwirtschaft gehört, sehr gut verstanden. Und dass er dort in Mexiko in der Familienform schon gelehrt haben. Aber dann mit einmal sieht das Mann, aber eins haben diese Lied von Mexiko, was ich nicht verstehen kann. Die Vaters selbst haben sich in der Familienform schon so viel praktische Weiten angeeignet, dass sie meist irgendwas verstehen. Sie haben dort alle gelehrt, weil sie mit ihrem Vaterstaub von klein an die verschiedene Formarbeit getan haben. Aber diese Männer arbeiten das runde Jahr durch nicht mit ihren Kindern taub, sodass die durch an auch kennen dort praktische Weiten aneignen, was sie durch ihre Vaters in der Familienform schon so gut gelehrt haben. Und sie nehmen ihre Kinder so schwind aus das Gesetz, das hier in Alberta erlaubt, aus der Schule raus, sodass die auch anders nicht sehr gute Schulbildung kriegen. Wo wollen die hier in Kanada eine gute Arbeit kriegen können, wenn die so wenig lehren? Dann wollen die hier nicht so leicht eine gute Arbeit finden aus ihrer Vaters, wo nur so viel praktische Weiten haben und da werden zu alles zu brauchen sind. Hier müssen wir aber weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von was die von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern trägt nur Alberta gekommene Mennoniten in Alberta schaffen, wo die Gottesdienst pflegen, wo ihre Kinder in den Schulen sind und was die da lehren und so weiter. But next at Mo, it's George Ramper.